Wir mit Alpenhirt, uns ist wichtig, dass dem Tier gut gegangen ist. Das Tier steht im Mittelpunkt. Und wenn wir Fleisch essen, essen wir im übertragenen Sinn das, was das Tier vorher gegessen hat. So tut uns das Fleisch nur gut, wenn es dem Tier auch gut gegangen ist, wenn das Tier sich nur rein natürlich ernährt hat, wenn das Tier das gegessen hat, wo es vertreibt, was sowieso auf dem Hof und auf den Alpen wächst. Also Raufutter, Alpen, Kräuter, Klee, wo auch so wachsen. Man weiß ja auch, Alpkäse, Alpbutter ist gesünder, weil es mehr Omega-3-Fettsäuren hat. Wie früher das Wildheuer, das war eigentlich das Kraftfutter, bevor man angefangen hat, Mais und Soja aus Brasilien und Argentinien zu importieren. Und Fleisch muss wieder an einen anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft kriegen. Fleisch muss etwas Spezielles sein. Wir essen viel zu viel Fleisch und viel zu viel schlechtes Fleisch. Und das sorgt für so viele Probleme. Wenn der Fleischpreis, den die Industrie hat, der müsste etwa dreimal so hoch sein. Wenn man alle externen Kosten mit einberechnet, die Umwelt, menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und so weiter und so fort. Ich meine, der Fleischpreis, den wir im Kopf haben, ganz ehrlich, das ist der von den Werbeanzeigen, die wir am meisten sehen, von den Aktionen, die wir jeden Mittwoch in unserem Briefkasten haben, von denen Aldi, Migros, Coop, wo die Chicken Nuggets 50% in der Familienpackung angeboten wird. Das ist der Fleischpreis, den wir irgendwann im Kopf haben. Und der Konsument fragt dann, ja, aber wieso kostet denn das jetzt beim Alpenhirt ein Drittel oder die Hälfte mehr? Wenn wir von dem Konsument reden, ich meine, so wie wir das machen, so werden wir nie die Masse beliefern können. Das wird immer, das ist nicht... Mit einem Satz abschliessen, sollte man wissen, woher sein Essen kommt. Auf jeden Fall. Also das, was auf dem Teller ist, ja. Gut, 100% wird es nie möglich sein. Ja. Nein. In der Ernährung ist ganz wichtig. Und wir sollten also definitiv... ein Satz. Ja. Wir sollten definitiv wissen, was auf unserem Teller ist. Kannst du die Blende drüber schauen? Nochmal, definitiv, also nicht alle, kannst du nicht alles. Wir sollten uns definitiv dafür interessieren, was auf unseren Teller kommt. Wir sollten Zutatenlisten anschauen, wenn wir verarbeitete Lebensmittel haben und das bewusst essen. Ich finde einfach bewusster Genuss ist wichtig. Und Gesundheit ist farbig, regional und saisonal. Da kannst du nichts falsch machen. Das sind die drei Sachen. Farbig, regional und saisonal. Wenn du auf diese drei Sachen achtest und dass maximal 40% von deinem Einkauf mehr als 5 Zutaten hat. Wenn du deinen Einkaufswagen schaust, maximal 40% mehr als 5 Zutaten. Besser gar nicht. Aber wenn das einhältst, dann lebst du gesund. Behaupte ich.